Haut schwatzen wir über Emotionen. Für was? Ganz einfach, Emotionen sind ganz viel missverstanden. Emotionen haben einen Ruf, den ihnen nicht hilft. Und dafür ist es mir wichtig, über Emotionen zu schwätzen. Emotionen, wie schon gesagt, sind missverstanden. Das heißt, wieso sind die missverstanden? Aber ja, Emotionen sind missverstanden, weil wir nicht richtig erklärt kriegen, was Emotionen sind. Und zwar wollen wir heute Frage beantworten, was sind Emotionen, für was sind Emotionen da und für was können wir nicht, so wie immer gesagt wird, als Emotionen einfach ausschalten und einfach objektiv über Sachen nachdenken und so dann als Leben besser leben. Also, erstens mal, was sind Emotionen? Emotionen sind eine ganz komplexe Zusammensetzung von verschiedenen Sachen. Wie zum Beispiel meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Emotionen haben auch ein Teil physische Charakteristiken. Das heißt, es ändert etwas an meinem Körper bei einer Emotion. Und es gibt ein Teil Reaktion. Voilà. Das heißt, Emotionen sind zusammengesetzt durch, was ist meine Erfahrung, was habe ich schon in Erfahrungen gemacht, die ähnlich sind. Was geschieht an meinem Körper? Mein Herzschlag geht mich schnell, ich schweiße, so Sachen, ich gehe rot am Gesicht. Und drittens, was ist meine Reaktion darauf sind. So. Was wie gesagt an der Industrie ganz viel gesagt und gepusht wird, als Emotionen müssen ausgeschaltet gehen. Als Emotionen dürfen nicht kontrollieren, was wir machen. Und als allererstes muss ich dich mal sagen, also Emotionen kontrollieren nie, was wir machen. Eine Emotion kann das nicht. Eine Emotion ist eine chemische Reaktion, eine physische Reaktion und wenn wir an Trauma-Richtung gehen, eine Reaktion, die da ist für mich zu schützen. Was ich mit der Emotion machen, mit dem Gefühl machen, meine Antwort auf die Emotion, das ist eine andere Sache. Das hat mit der Emotion nicht direkt etwas zu tun. Das heißt, wir müssen ganz klar unterscheiden, die Emotion, zum Beispiel Roserei, ist nicht, ich gehe etwas, ich mache etwas für die, ich rege mich auch Bescheid sein. Das ist nicht die Emotion. Die Emotion ist die Roserei. Das Kochen, das geht mir warm, ich gehe rot. Das ist die Emotion. Ein Adrenalinschub, das ist die Emotion. Meine Reaktion durch die Emotion ist etwas anderes. So. Es wird gesagt, wir sollen die Emotionen ausschalten, weil es nicht klar ist, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Das heißt, die Idee hat dem, wir müssen unsere Emotionen ausschalten, als wir müssen objektiv überlegen und nachdenken, immer etwas machen. Und das ist trotz Emotionen möglich. Wichtig ist, zu wissen, meine Reaktion ist nicht meine Emotion. Das heißt, wir müssen lernen, und das ist nicht etwas, was ich möchte oder nicht möchte, das ist etwas, was ich lernen muss, sich uneignen muss, und wo ich Kapazität dazu muss haben. Und zwar, wir müssen lernen und als Kapazität entwickeln, für, wenn eine Emotion kommt, die ich spüren, wo ich merke, du hast eine Emotion, das ist ein Trigger,
für dann raufzufahren und nicht auf die Emotionen hin zu reagieren, mehr objektiv, diplomatisch zu reagieren und du noch, und das ist der wichtigste Punkt, du noch die Emotion zu holen und zu gucken, okay, für was das da? Weil, das ist einer von den wichtigsten Punkten, als Emotionen sind ein Wegweiser. Eine Emotion ist nicht das, was ich mache, weil ich rose sehe, weil ich traurig bin. Nee. Die Emotion ist Roserei, traurig sein, so Sachen. Und meine Reaktion darauf ist etwas anderes. Das heißt, meine Emotion weist mir den Weg. Meine Emotion ist da, für mir meine Grenzen zu weisen, für andere Leute meine Grenzen zu weisen und mir ein Wegweiser zu sein. Das heißt, wenn ich eine Situation habe, wo ich zum Beispiel, so mal, ich gucke einen Film, den relativ emotional ist, und da ist eine Szene, die mich wirklich triggert, wo ich schwer Luft kriege, schwer schlecken muss und schon Tränen an den Augen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist einfach meine Emotionen, die mir sagen, guck, da ist etwas, was du noch nicht verschafft hast. Und voilà, mehr sieht meine Emotion nicht. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann hier gehen, die Emotion holen, die Emotion analysieren und also hinholen und gucken, okay, für was ist das wichtig? Für mich. Für was hat mein Körper, respektive mein Kopf, eine Reaktion darauf? Und ich weiß mal vielleicht von nicht. Für was ist die Reaktion da? Was will das mir weisen? Und ganz oft sind das Sachen, die eben noch nicht verschafft sind. Sachen, zum Beispiel aus unserer Vergangenheit, wo wir eine gewisse Erfahrung gemacht haben und dementsprechend als Verhaltensweise geändert haben und wir es aber noch nicht objektiv verschafft haben. So, da kommen wir an den Traumabereich ran, an Trauma-Coaching auch ran, wo wir sagen, wir haben eine Erfahrung gemacht, die kann Kurzzeit, Langzeit, ganz schlimm, nicht so schlimm, egal, sein. Und die Erfahrung prägt hautnah, wie ich mich verhalte an einer ähnlichen Situation. Wieso? Weil wir sagen, dass die Emotionen und den Trauma alles Überlebensmechanismen sind. Das heißt ganz einfach, ich entwickle zum Beispiel eine Angst, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, wo mein Körper, ohne dass ich es weiß, möchte nur beschützen, dass das nicht mehr geschieht. Schon eine Erfahrung gemacht, die nicht flott war, die muss auch gar nicht schlimm gewesen sein, mein Körper kann sie einfach ganz schlimm interpretiert haben. Und darauf hin könnt immer, wenn eine ähnliche Situation auftritt, eine Reaktion von meinem Körper, für mal zu sagen, stopp, bleib auch davon, mach das nicht, als gefährlich. Das heißt, das immer Eigenpräservation. Am Trauma-Coaching schwätzen wir auch von Emotion. Und zwar sagen wir, das Energy in Motion. Das ist eine Emotion. Wieso? Weil ganz oft, wenn wir eine Emotion haben, die uns oft nicht gefällt, dann probieren wir sie einfach zu unterdrücken und nicht der Emotion Luft zu machen. So, wie zum Beispiel Roserei, das ist eine Emotion, die ganz, ganz viel unterdrückt wird. Und wo auch ganz viel, wenn nicht sogar jeder Verein, den so dabei begeht, einen gewissen
Stock auch Roserei an sich dran hört, die zu einem Moment irgendwann ein Kerl kann überlaufen oder wird überlaufen oder explodieren. Und dafür ist es wichtig, dass man als Emotion, dass man die Energie fließen lassen. Das ist ganz wichtig, auch für dass nicht eine gewisse Erfahrung geben möchte, für das die nicht traumatisch wird. Und zwar hole ich meine Emotionen, meine Roserei zum Beispiel, und ich lasse die Energie durch meinen Körper fließen. Ich lasse sie nicht irgendwo hängen bleiben. Die Energie, egal ob Frau, traurig, Rosen, egal, muss fließen, weil sonst bleibt sie hängen und sie bleibt erstens mal mental festgehalten und dementsprechend könnt immer rum von einer ähnlichen Situation könnt so eine Reaktion von meinem Körper. Und zweitens wird sie am Körper festgehalten. Und mein Körper verhält. So entstehen ganz viele chronische Krankheiten, chronische Peng, Schlafstörungen. Das geschieht ganz viel dadurch, dass man Sachen einfach nicht unbedingt an uns raffressen, aber an uns Bannen dran unterdrücken und festhalten. Also Verhalten, Emotion, Energy in Motion. Meine Emotion als eine Energie, das merkt ihr auch ganz gut, zum Beispiel die Roserei, das ist immer ein ganz gutes Beispiel. Das ist eine Energie, das ist warm, das hat Feuer. Und wenn ich die unterdrücke, nicht gut, weil irgendwann ein Kerl kommt raus. Und die Person, die Sache, die Platz, das Tier, was auch immer das, was dann fast zum Überlaufen bringt, kriegt das ganz fast. Es kriegt alles von viel rum hat. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht einem, den er seinen Parkplatz weggeholt hat, das mitgehen von den Leuten, die mich ergangen haben, von Unfairheiten, die ich gesehen habe, und erlebt habe, an all die Rosereien, die ich so an mir dran festgehalten habe, all die Hütze und das Kochen, was ich an mir dran habe, der Grund, für was ich alles negativ gesehen und zu einem gewissen Teil auch verbottert sind. Das soll nicht alles auf eine Person rausgelöst gehen, weil das ist nicht fair. Und wollen wir nicht alle gute fair sein mit den anderen Leuten. Ich meine schon, weil wenn mir Leute begegnen, die nicht fair sind mit uns, die eine komplett Überreaktion haben zu etwas, was wir machen, das ist nicht flott. Also ist es wichtig, auf keinen Fall als Emotionen auszuschalten, weil erstens können wir das nicht, weil als Emotion nicht freiwillig ist. Die Emotion können ob wir wollen oder nicht. Als Reaktion auf die Emotion, die können wir kontrollieren. Das heißt, auf keinen Fall die Emotionen ausschalten, weil erstens können wir das nicht, zweitens brauchen wir sie. Unsere Emotionen sind ein Wegweiser. Sie weisen uns, was ist wichtig, was geht weh, was spielt eine Rolle, was spielt keine Rolle. Und mit welchen Menschen kann ich, mit welchen Menschen kann ich nicht. Was überschreitet meine Limiten und wo habe ich noch Toleranz. Und dafür sind die Emotionen wichtig. Wir dürfen auf keinen Fall das verlieren, weil wenn wir das nicht mehr haben, wie sind wir dann als Mensch? Dann ist alles einheitlich, steht für ihn als selbst und wir fühlen nicht mehr. Aber wenn wir nicht mehr fühlen, dann wer möchte uns dann noch zum Mensch? Dafür
wann der hört den Emotionen müssen aufgeschafft gehen aufgeschaltet gehen nee du brauchst den Emotionen für zu wissen wo A ist und wo B ist und daraus hin können für dich selber zu dezidieren und objektiv und diplomatisch auf Sachen reagieren kann ihn auch von Emotionen da sein. Das muss ich just lernen. Dafür ist es mir wichtig, über die Emotionen zu sprechen, weil sie sind ganz missverstanden. Wir gehen davon aus, dass eine Emotion, dass meine Reaktion auf etwas eigentlich die Emotion ist. Das ist nicht der Fall. Und damit ist es logisch zu sagen, als Emotionen brauchen wir nicht, weil ich will nicht einfach explodieren, nee, ich will einfach ganz normal sagen, okay, du hast mich verletzt, okay, dann und dann das geschieht, okay, ja, merci. Das geht, auch mit Emotionen. Aber meine Emotion weist mir, ey, das ist nicht okay. Und meine Emotion kann auch dem anderen weisen, du hast meine Grenze überschritten, pass auf. Und dafür ist es wichtig. Und die Grenzhalter ist Roserei. Und dafür ist Roserei ganz hilfreich. Als Roserei und als Frust geht ganz viel verdeivelt, weil es eine destruktive Emotion ist. Muss sie aber nicht. Alles ist auf einem Spektrum, wo ich kann den Volumen anpassen, so wie ich gerade brauche. Selbe ist Roserei. Und Roserei ist die Emotion, die uns weist, wo die Grenzen sind, wen Grenzen überschritten wird, wo ich Grenzen überschritten. Dafür brauchen wir Roserei. Roserei ist das, wo wir sagen, noch Jahren, wo nie etwas war, lo geht es durch. Schon so lange Jahre gesagt und die Leute alles durchgehen gelassen, lo nicht mehr. Das ist Roserei. Das ist Roserei, die sagt, ey, du hast Prinzipien, du hast Valeuren und die gehen halt gerade angegriffen. Und Roserei ist dann die Disziplin, die könnt an euch seht, den Valeuren gehen angegriffen, also mach etwas dagegen. Das ist Roserei. Und dafür brauchen wir Roserei. Dafür brauchen wir auch all die anderen Emotionen, für uns zu weisen, wo wir wollen hin, wo wir sollen hin. Und da hilft es natürlich, wenn wir uns da bewusst sind, was sind meine Prinzipien, was sind meine Valeuren an meinem Leben, für mich als Mensch, für dann auch moralisch Fragen besser können zu beantworten. Wie zum Beispiel so wir es hat in eine Situation, wo zwei Optionen gehen. Also so hat eine andere Person einen Accident und es gibt zwei Optionen. Ich weiß, die Person wird nicht überleben. Es sind zwei Optionen. Entweder die Person freut mich, geht ihm alles gut. Und es sind zwei Optionen. Entweder ich bin fein und ich lehe und ich so geht alles gut. Oder ich bin ehrlich. Und ich so nee. Zum Beispiel ist das eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Aber wo ich noch nicht unbedingt immer weiß, was ich Gift machen. Aber es sind die Fragen, die uns helfen, für zu wissen, was sind meine Valeuren als Mensch, wo stehe ich als Mensch. Selber doch an professionelle Konflikte, wo ich als
professionellen dazu gebiete sind oder gezwungen sind en gewissen Aderweis mit anderen Leuten beizubehalten an die aber man mehr als Mensch nicht vereinbar ist. Selbst in ethischen oder moralischen Konflikt wo steht nicht. An die Frage zu beantworten, es bleibt schwer, mir es geht mehr einfach, wenn wir klar wissen, was sind meine Valeuren, was sind meine Prinzipien, wozu stehe ich, was ist mein Standard an meinem Leben, den ich toleriere für mich und für andere Leute. Und voilà, auch dafür brauche ich meine Emotionen. Weil eine Wolle, die ich kann haben, als ich respektiere mich selber. Respekt zu mir selber, Respekt zu meinen Emotionen. Wieso? Weil wenn den anderen die eine Emotion weist, unterstützen ich ihn. Also wieso, wenn ich eine Emotion habe, unterstützen ich mich selber nicht. Also wenn ich dann dezidiere, okay, ich stehe zu 100% hinter mir, dann muss ich noch meine Emotionen freie Lauf haben. Nicht an dem sich so ich explodiere einfach, sobald ich mich so fühle. Nee, die Emotionen, nicht Reaktionen. Die Emotionen haben freie Lauf. Wieso? Weil sie mir helfen, ein besserer Mensch zu sein. Und als das nicht das Ziel, was wir anstreben, der beste Mensch zu sein, den wir können sein. Für mich ist es das. So viel wie möglich über mich selber zu lernen und so gut wie möglich können zu dezidieren in meinem Leben, ob die Sachen hin, die ich weiß über mich selber. Wenn ich weiß, ich werde Probleme kriegen für bei die und die Leute zu gehen und das zu sagen oder zu machen, okay, ich weiß das. Also kann ich nur eine Decision treffen. Was machen ich? Bon, immer zu viel an anderen Realms stolpern. Kleiner Recap zu den Emotionen. Also, was sind Emotionen? Emotionen sind komplex. Ein komplexer Mix aus psychologischen und physischen Elementen. Das heißt meine Erfahrungen, das heißt die Veränderung an meinem Körper und das heißt meine Reaktion auf etwas, was geschieht. Das ist eine Emotion. Das ist eine Emotion als nicht ein Gefühl. Eine Emotion als voilà, also ein komplex zusammengesetztes Phänomen. Physisch kann das heißen, wie gesagt, ich gehe rot, es geht mal warm, es geht mal kalt, ich fange mal zittern. Das alles können Zeichen sind von unserem Nervensystem, den angefangen hat zu schaffen, die getriggert gehen ist von unserem Gehirn, weil eine ganze Reaktion wirklich stattfindet. Gehirn schickt Signale, die Signale kommen und beim Nervensystem. Das Nervensystem stellt sich neu an. Fight or Flight oder Rest and Digest, wenn ihr das schon hören hört. Das sind die zwei Seiten vom Autonomic Nervous System. Voilà. Emotionen sind wichtig. Also schalt sie nicht aus. Energy in motion, lässt Energie fließen, erlaubt der Energie nicht für sich irgendwo festzusetzen, weil wir wissen, es gibt Mentalprobleme, es gibt physische Probleme, Krankheiten, Schlafprobleme. Also nicht gut. Als Emotionen sind Wegweiser, das heißt, geht mit ihnen. Hol die Emotionen und los dich unter Hand feiern, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Und okay,
Ein Challenge. Ich werde die nächste Woche holt er Emotionen, los dich unterhand feiern und lebt just dono, was Emotionen nicht sollen. Das heißt nicht, macht nicht mehr noch das, was ihr Spaß möchte, nee, ich muss schaffen gehen und so weiter. Aber das heißt, wenn meine Emotionen mal seht, das ist nicht okay, okay, ich unterdrücke das nicht. Ich probiere das mal für eine Woche. Und dann guckt er, wie nur der Woche, wie es dir geht, wie dir es fühlt. Und wie da hoffentlich ein bisschen mehr an Einklang kommt mit ihr selber. Weil, wenn wir unsere Emotionen nicht respektieren, heißt das, wir respektieren uns selber nicht. Und das heißt, wir beleihen uns selber. Wenn wir uns selber beleihen, sind wir enttäuscht, frustriert, mit uns selber, über uns selber. Also Emotionen, ganz großer Punkt. Und der Grund, wieso ich meine Arbeit basieren auf Emotionen, auf tiefgründige Emotionen, nicht nur die oberflächlichen Sachen, aber alles, was ein bisschen mit tief liegt. Wieso? Weil dort Änderung ist. Wenn wir uns verändern, wenn wir uns entwickeln an Wurzeln als Mensch, also dann unseren tiefen Emotionen, das sind die Sachen tief an uns dran, nicht an der Oberfläche. That said, schließen wir auf. Ich frage merci, den das Video geguckt hat. Und nächste Woche gibt es eine kleine Überraschung. Okay, nächste Mittwoch, 4 Uhr. See you there.